Herr Clement, du Wort. Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den heute Projekt de loi als der Beweis für wer technisch affin Menschen an den Parlamenter braucht. Wir haben erklärt, was Blockchain ist, nicht aus oder vielleicht aus an den Zusammenhang mit dem Gesetzesprojekt, den wir gerade debattieren, als zumindest nicht immer ganz klar rüberkommt. Und dafür erlaubt mal, ich denke, ja, ein kurzes Resümee, was dann tatsächlich hier los ist. Wir stimmen auf über einen Satz Änderung am Gesetz über Titrisation. Das ist ganz triviales etwas, wo ich auch an der Kommission schon darauf hingewiesen habe, dass man höchstwahrscheinlich, solange es intern Blockchainen von den Clearinghäusern sind, nicht mal hätte müssen Gesetz ändern, weil eine Datenbank als eine Datenbank, ob sie in der Blockchain-Form ist oder ob sie relationell ist oder ob es einfach ein Textfichier ist oder ob sie tatsächlich ganz oldschool auf Papier an einem Tierrang irgendwo stockiert wird. Alles das ist ein Weg für Donnerien zu stockieren. Und sich sollten als Gesetzer technologieagnostisch sein, für so Piste für Zukunft nicht zu machen. Das heißt, wenn wir hier etwas ganz Spezielles rausschreiben, dann ist der Menge an echter eine PR-Maßnahme für zu sagen, guckt hier, bei uns darf dir legal Blockchain-Technologie benutzen. Ich bin schon froh, dass man nicht mehr Blockchain dran geschrieben hat und dass man nicht nach über eine spezifische Ausprägung von der Blockchain geschwärzt hat, weil da gibt es mittlerweile eine helle Wohl, die bekanntesten natürlich öffentlich als Bitcoin. Aber auch Lützeburg hat mittlerweile pur Privat-Blockchainen, die ganz gut am Ersatz sind. Den Herr Bauler hat für Druck gesagt als Rapporteur, merci für den Rapport und noch merci für die Erklärung, die da gehen hat, über Blockchain am Ganzen. Lützeburg hat nie gezeigt. Herr Bauler hat das mal leid, hier muss ich Unrecht gehen. Der Staatsrat hat gesagt, die Chambre de Commerce hat gesagt, hier zeigt Lützeburg. Erstens schreiben wir eine konkrete Technologie an das Gesetz, wo wir an unseren Jahren nicht gebraucht hätten. Und zweitens gehen wir wirklich nicht weit genug. Herr Wagner hat zwar viel Fragen abgeworfen, er hat aber auch gesagt, dass man mit der Blockchain viel Avantage könnte kriegen, dass man über eine komplette Dematerialisation hätte könnte nachdenken. Denn Herr Moser sieht das nämlich, ich meine, Chambre de Commerce, der Conseil d'État, ein ganz rich Politiker, aber auch technisch affin Menschen dabei zu sagen, hier gehen wir nicht weit genug. Und ich denke, das sollte man als unheiren und darauf reagieren. Und dafür freue ich mich genauso wie die CSV-Fraktion, dann ob die neue Gesetzesprojekt für mich weit zu gehen, für eine komplette Dematerialisation zu machen. Muss ihn dann aber, und das vielleicht für zum Schluss zu kommen, so etwas wichtig, dass wir auf den Weg von der Digitalisierung gehen, all kleine Schritte zu begrüßen, auch wenn es wirklich nicht mehr ein kleiner Schritt Fuß für Fuß ist, und nicht der große Sprung, den wir in anderen Domänen so zutrauen, aber wenn es um Digitalisierung geht, vielleicht nicht zutrauen. Vielleicht soll den gerade auf einem Finanzplatz wie Lützeburg den großen Sprung sich zutrauen. Und damit eine konsequente Digitalisierung von den Prozeduren, die es heute gehen, noch bringen, so wie es am wie vom Staatsrat auch von der Chambre de Commerce stimmt. Wir Piraten werden all kleine Schritte, die in Richtung von einem mehr digitalen Lützeburg geht, natürlich unterstützen, aber wir werden ihn aber auch immer kritisch begleiten an Richtung von einem noch gedurchten, weiter gedurchten digitalen Projekt für Lützeburg. Vielmals merci. Merci vielmals, Herr Clement. Die Regierung hat Wort, der Streitwort weiter und der Finanzminister, Herr Pierre Gramegna.